Späne und Drechselmesser. Theoretisch kann man das Werkzeug so führen, also wie ein Stift. Die Welt von Georg Hörmann. That's the danger. Seit Wochen beschäftigt ihn ein Auftrag. Wo jetzt diese Kürbislampe hängt, soll eine aus Holz hin. Ähnlich wie diese. So stellt es sich zumindest das befreundete Paar vor. Und das Holz so dünn gedrechselt, dass Licht durchscheint. Das passende Stück Zirbe hat Georg Hörmann längst vorbereitet. Nur so richtig anfreunden kann er sich mit dem Vorbild nicht. Die ist mir zu niedrig. Wenn man von der Seite reinschaut, dann sieht man tendenziell die Birne. Und bei den Lampen ist es schöner, wenn die Birne weiter drin ist, dass es mehr leuchtet. Dann hat man halt den Effekt noch von diesem Glühen, das die Zirbe dann macht mit dem Licht zusammen. Vielleicht macht er die Lampe dann später. Das Zirbenholz ist aus dem Pitztal. Sonst verwendet Georg Hörmann nur heimische Hölzer. Bei Dietmannsried im Oberallgäu, seiner Heimat, liegt schon seit über 2 Jahren ein Ahornstamm am Waldrand. Man sieht das, wenn es dunkel ist, da geht der Pilz rein, der zerlegt das Holz richtig. Das bedeutet? Dass es ab einem bestimmten Stadium vom Pilzwachstum nicht mehr zu verwenden ist. Also kann man es in den Ofen stecken. Das wäre schlecht. Denn gerade muss er viele neue Objekte erschaffen. Für das Tollwut-Festival in München. Wie weit sich der Pilz wohl schon in den Stamm gefressen hat? Man sieht das hier ganz schön. Zeichnung hier. Das sind jetzt hier Bereiche, wo es schon relativ weich ist. Hier ist das Holz eher noch gesund. Und die schwarzen Striche hier, das ist so richtig gepilzt. Ja, also Ofen oder Drechselbank? Drechselbank. Ja. Und ab hier sollte zu verwenden sein. Ein rund 60 cm langes Stück schneidet er ab. Schon irgendeine Idee? Unten der Teil kommt weg, oben kommt raus. Dann haben wir hier eine dünne Schale. Das will er sofort angehen. Denn der Ahorn ist noch feucht und damit geschmeidiger. Aber beim Trocknen später wird das Holz sich noch verformen. Hat man auch schöne Effekte durch den Schwund. Schön, wenn man das hier jetzt anguckt. Hier ist es gerade. Hier ist der Kern nach außen gedrückt. Also man kann da ein bisschen spielen damit. Ja, genau. Also das darf sich ja verbiegen. Es muss nicht so super exakt sein wie irgendwie eine Tonschüssel zum Beispiel. Nachteil beim nassen Holz ist natürlich das Schwerer. Ja, das ist jetzt schon eine Masse, die sich bewegt. Ja. Merkt man schon die Unwucht? Und bis dahin kann ich gehen. Das ist jetzt das Tempo. Wichtig halt, dass man dabei Ruhe hat, dass man keine Hektik aufkommen lässt. Beim Drechseln geht es meistens damit los, die äußere Form zu gestalten. Das Stück Ahorn ist unrund und hat deshalb so seine Tücken. Die Herausforderung ist jetzt, ich schneide ja hier rein und komme hier raus aus dem Holz. Das heißt, die Abstände Holz, Luft, Holz, wenn es so groß ist, dann ist es recht schwierig. Wenn es ganz durchgehend ist, wie hier jetzt, dann ist es ziemlich einfach, das ruhig zu führen. Ja, aber hier muss man einfach über die Luft drüber schneiden praktisch. Ja. Ich freue mich im Vorfeld einfach auf den Weg, wenn das ganze Ding entsteht. Und wenn es dann am Ende so ist, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, das ist natürlich dann ein Erfolgserlebnis. Jetzt schön. Zack, 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 zack. Schön. Wie hat man den? Schön. Mit Holz zu arbeiten ist Georg Hörmann in die Wiege gelegt. Vater Georg war Lehrer und leidenschaftlicher Heimwerker. Der Sohn durfte sich austoben.
Meine Hände machen schon immer irgendwas. Ja. Also, als Kind zum Drechseln angefangen mit 7, 8, nicht mehr aufgehört. Vorher immer schon geschnitzt oder Sägemalpampig gemacht. Das war die logische Folge, was mit Holz zu machen. Also ein Schreiner. Für einen Geigenbauer, das hatte ich auch lange im Kopf. Da fehlt mir die Geduld. Und dann war für mich irgendwann mal der Punkt erreicht, wo ich mir gesagt habe, will ich jetzt weiter als Schreiner arbeiten oder will ich eigentlich drechseln? Und eigentlich hatte ich nie Zeit zum Arbeiten, weil ich immer drechseln wollte. Also habe ich mich vor 6 Jahren traut, das voll zu machen. Seine Passion? Große, schwere Objekte. Schalen, Schüsseln, Kugeln. Beim Drechseln gibt es schöne Späne. Ich freue mich über jeden Span, der wegfliegt seit zig Jahren, kubikmeterweise. Und da ist die Motivation, eine schöne Oberfläche, eine schöne Form und einen schönen Span. Und alle 3 Sachen zusammen geben dann das fertige Produkt. Was mir wichtig ist, dass das Holz bis auf die Zirbe alles direkt aus der Umgebung kommt, so wie das Holz für die Schale 3 Kilometer weg. Also ich weiß im Prinzip von allen Schalen, wo stand das Holz als Baum. So, fertig. Das erste. Immer schön die Form. Ja. Nicht mal ein Zehntel des anfänglichen Stücks Ahorn ist übrig geblieben. Schön. Neben den großen drechselt Georg Hörmann immer häufiger kleine Dinge. Die sind körperlich nicht so anstrengend wie Schalen oder Schüsseln, verkaufen sich auf Märkten aber gut. Kleine Lichter aus Zirbenholz zum Beispiel. Das ist doch der Wahnsinn. Christbäume für die stade Zeit. Und bunte Kreisel. Wie die gedrechselt werden, hat er als Bub auf einem Markt in Ungarn gesehen. Von da an wollte Georg Drechsler werden. Viele Leute sagen, Kreisel habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Seit meiner Kindheit habe ich keinen Kreisel mehr gesehen. Wenn dann vor einem ein 70-jähriger Mensch steht und er sagt zu einem, er hat noch nie einen Kreisel gesehen seit 60 Jahren, dann ist das schon schön. Dann ist das meine Motivation. Jetzt macht er sich an die große Zirbenlampe. Die soll bei Freunden ja über der Musikecke hängen. Ja, die Tiefe ist die große Herausforderung. Und dann natürlich am Schluss, dass ich das halt möglichst dünn drechsel. Ja. Damit? Damit das Licht umso schöner durchleuchten kann. Zirbenholz so dünn zu drechseln ist verlockend, aber auch gefährlich. Wegen der hohen Fliehkräfte bricht das Holz gern mal. Georg Hörmann sorgt vor. Etwa 30 Zentimeter tief muss er drechseln. Die Lampe selbst soll nur wenige Millimeter dick sein. Haben wir jetzt außen 2-3 Millimeter. Nach unten wird es ein bisschen stärker, 4-5 Millimeter. Man sieht es schön am Licht auch, wie es schon durchscheint. Ich gehe gern zum Arbeiten tatsächlich, was jahrelang schwierig war. Was zu schaffen mit den Händen und mit dem Kopf, mit den Augen, das ist richtig was Schönes. Das ist was Wertvolles, wenn man sowas kann. Und dass man, wie ich jetzt, davon lebt, das ist ein großes Glück. Der Ton, der ist jetzt auch unterschiedlich. Hier ist dicker.
Ändert sich jetzt auch. Ja, jetzt kommen wir schon ran. Nach mehr als 2,5 Stunden packt er die Lampe wieder aus. Und die Ölharzeinschlüsse sind auch da bei der Zirbe. Das ist das Schöne eigentlich dann auch vom Durchleuchten her. Und das ist einfach eine Tiefe. Ich sehe keine Birne, ich sehe nur dieses Leuchten und einen Spot nach unten dran. Auf den Notenständer von den Kindern. Und das finde ich gut. Georg Hörmann und Judith und Daniel Rauch sind seit vielen Jahren befreundet. Daniel ist Steinmetz und weiß handwerkliche Arbeit zu schätzen. Ich gehe jetzt rein, hänge die auf und wir kommen nach. Ja. Wie seine Lampe in der niedrigen Stube des alten Bauernhofs wohl wirkt? Ah, schön. Ja, ich erwarte, dass die halt einfach in unser Ambiente reinpasst. Sollte halt durchleuchten, es sollte dünn genug sein, dass es durchleuchtet. So habe ich es mir vorgestellt. Mega. Voll schön, Georg. Wunderbar. Das nenne ich schön, ja. Das nennst du schön? Das ist schön. Ja, und das läuft voll schön durch. Ich bin gespannt, wie es ausschaut, wenn es dunkel ist. Ja, doch, das stimmt. Schön. Hui, danke. Bitte. Sehr gut. Auftrag erfüllt. Und ganz nebenbei bringt die Lampe von Georg Hörmann auch etwas Wärme in die kalte Jahreszeit. Freut sich die Merle, kann sie gleich üben nachher.